Hey, ich bin Adi und vor 2 Wochen hatte ich noch extrem viel Geld auf meinem Konto, doch dann habe ich diese Nachricht von Nicolas Lazaridis bekommen. Mein Lieber, was machst du denn? Ganz unverbindlich, was machst du denn vom 3. bis zum 10. August? Also bin ich mitgegangen nach Mykonos und habe jetzt absolut kein Geld mehr. Ja, Freunde, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ich war mit InScope, Revi, Amar, Trimax und ganz vielen anderen auf Mykonos. Ich habe mir extra die ganzen Vlogs von Revi und InScope noch nicht angeschaut, dass ich auf die reaction kann und somit extrem viele Views ziehen kann. Ich freue mich einfach sehr, die Videos anzugucken, nochmal ein bisschen Flashbacks zu bekommen. Und wir gucken uns den ersten FLOG von Revi an, Mykonos Dienstreise 3.0 Privatinsolvenz. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Stichwort. Let's go. Mykonos 2022. Digga, wie gut ist die Qualität? Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Man muss die Songs immer von unten hochholen. Halt dein Maul. 40 Jahre die Flippers. Hallo, ich bin Emily und ich freue mich auf Mykonos. Hi, ich bin die Alexa und ich freue mich auch auf Mykonos. Guten Morgen. Mein Bester. Auf alles. Hey Nico, ganz kurz, solltest du Hilfe gebrauchen? Sag mir gerne Bescheid. Hey, ich will schon auch. Nein. Die Jungs kamen vor uns an, so 2 Stunden vorher, sind dann direkt ins Restaurant gegangen. Hanna und ich sind spät angekommen und ich glaube, Nico war bei der Begrüßung und ich habe da Nico das erste Mal so richtig gesehen. Wir haben es schon so auf Events und so gesehen, aber so halt so, dass man was macht zusammen. Ich glaube, ich habe ihn an diesem Tag offiziell keine Sekunde nüchtern. Kann ich reden, Digga? Scheiß drauf. Ihr müsst wissen, mein Gehirn denkt in Schweizerdeutsch, mein Mund muss es in Hochdeutsch aussprechen und das gibt manchmal Komplikationen in der Verarbeitung, würde ich sagen. 3 Stunden Verspätung ist schon hart, ne? Fühlt sich an wie Deutsche Bahn. Boah, Digga, ja. Schöne Uhr haben Sie. AP, Royal Oak. Schmeckt. So, willkommen dann an dem wunderschönen Abend hier, ja, in Mykonos und ich würde gerne einmal ganz kurz anstimmen. Mark Eggers, bitte. Alles klar, Entschuldigung. Ey, Stück Scheiße. Wisst ihr, was mich am meisten freue? Diesen lustigen, anders gut. Ey, diese Busse hier hinten, ne? Wir hatten überall so Busse, die uns von A nach B gebracht haben und dieser Dude hieß Stavros oder Star Wars, glaube ich, irgendwie sowas. Und dann konnte man immer anrufen und sagen, ey, yo, can you pick us up there and bring us there? Und dann er so immer, ja, da kommt er mit Büsschen und so. Und wir immer so, geil. Bis ich am Ende der Woche erfahren habe, dass das logischerweise immer kostet. Aber das merkt man halt nicht, weil man ist in der Woche da so, ja, wir müssen von dort zu dort. Und am Ende der Woche kommt eine Rechnung für die ganze Woche, für die ganze Truppe. 3.500 Euro. Ich habe kein Geld mehr. Einen jungen Trimax. Hallo! By the way, Trimax, Real Talk, der lustigste der ganzen Gruppe. Weil Trimax, der will gar nicht lustig sein. Das ist gar nicht dem seine Intention. Aber er ist es einfach. Aufstehen, Digga. Eine Bombe heißt Leila. Ich würde gerne bestellen, warum tanzen die alle? Alle tanzen auf die Tischen. Die tanzen. Ah, da sind wir gerade angekommen. Guck mal, wie lost wir sind. Wir sind hier hinten so, Die tanzen. was sollen wir hier machen? In deinem Maul! Einmal ein Bier! Ich auch! Ja! Ich halte mich am Geländer fest, während ich trinke. Das hier ist Trimax. Er braucht immer Windows und sagt, er hat Probleme damit. Und dann sage ich ihm, Trimax. Ich halt mein Maul. Ich bin jetzt her! Ich bin schon komplett voll. Steven ist so einer, wenn er voll ist. Es gibt so Leute, wenn sie voll sind, die sind so laut und die kommen da aus sich raus. Aber Steven ist dann mehr so, ich bin Steven und ich bin voll. Und das finde ich funny. Digga, wann war das? Habe ich gar nicht mitbekommen. Und schon wieder der Arm. Ah, da war ich noch gar nicht da, ne? Ich probiere die Kamera. Das ist nicht unser Vlog. Ladies and Gentlemen. Oh, das ist nicht deine Kamera, das ist meine. Ja. Happy Birthday to... Hey, alles Gute, Mann. Ganz kurz, gute Nacht. Bis morgen. Es reicht jetzt wirklich. Ich habe meinen Apfel geholt. Wie heißt Levi nicht?
Sebastian. Keine Ahnung. Entschuldigung. Sorry. Weißt du, wie Ravy heißt in Nacht? I don't talk your language. Digga, ich wusste das gar nicht mehr. Digga, ich wusste das gar nicht mehr. Hä? Wieso weiß ich das nicht mehr? Nochmal hier, riesen Dankeschön an Mark Eggers. Ey, wirklich, Grüße gehen raus an Mark Egek für Karte sein Vater. Man sagt aber auch Kasefa, einfach abgekürzt. Heute in Kasefa. Hilft wirklich. Ey, vielen Dank, Mark Eggers. Kannst du ganz kurz beschreiben, warum du schon wieder insolvent bist? Das Problem ist immer bei mir, ich bin immer so am schmalen Grat. Entweder bin ich sehr reich oder ich habe gar nichts. Und dann fliegst du halt nach Mykonos und dann war es das schon wieder. Ja, genau, das sind halt immer diese Schwankungen und dann überkommt es mich wieder. Ja. Und dann gebe ich halt gestern Abend diese 45.000 € für diese Flasche Champagner aus. Das war Mickey. Ach so, stimmt. Ey Max, ich hab dich noch nie so gierig auf den Bier gucken sehen. Nö. Haben wir auch 1:30 schon. Ne? Nö. Das schäumt mega gut. Aber es Hey, hallo. Digga, die Kommentare von Twimax. Was machst du da? Gewonnen hat er, oder? Alle raus. Hey, yo, was rockst du heute? Jo, der hat irgendein Typ so ein Hemd gegeben, Mann. Hey Marc, kannst du ganz kurz bitte beschreiben, was wir jetzt tun? Wir gehen jetzt alle zusammen in den Beachclub, alle zusammen, dann meine ich wirklich, wir sind glaube ich 17 Leute. Bevor wir jetzt losfahren, es ist 1 Uhr, wir sind alle Waren wir 17 Leute? Dann waren wir 17 Leute. auf nüchternem Magen und haben gefühlt schon 25 Bier getrunken. Aber dieser Scheiß-Song ist 1 Jahr alt, Alter. 1 Jahr. Und das ist wieder vom gleichen Art, das gleiche Psychose wie letztes Jahr, ehrlich jetzt. Ich kann das nicht. What do you do for a living man? Yeah. Tell me. You know, real estate. Real estate. Yeah, You do yeah. real estate? Yeah, real This estate. your car? It's my car. How much is it, man? It's a little bit. So, preislich hier, ja, 1.000, 3.000 €, ne? Aber jetzt hat's hier eine Flasche. Digga, 11.000 €. Riesensalat ohne. Und da gibt's actually Leute, die bestellen das. Aber ich sag's euch, wie es ist, Hanna und ich immer am Tisch so, ja, komm, wir nehmen Salat und ein Wasser, dann sind die Ausgaben nicht so teuer. Am Ende des Essens haben wir immer herausgefunden, scheiß drauf, wer was bestellt hat, wir teilen es einfach durch 17. Und so wird man broke, meine Damen und Herren. 1.000 €? Das ist einfach mein Jahresgehalt. Ich meine, ich verdiene 11.000 € im Jahr. Noch bist du hier. Oh, armer Meth, Digga, armer Meth. Meth ist der Kameramann von InScope. Ein kurzer Finanztipp für die Community, bitte. Immer gucken, dass das Geld so nicht alles gleich weg ist. Ja, und hier lernt man halt auch einfach noch was. Da kommt man halt voran. All I want, forget you. Won't forget you. Jetzt mal ganz kurz, das sieht hier so krank aus, das ist so wunderschön hier. Großes Privileg hier zu sein, noch größeres Privileg, damit Geld zu verdienen, hier zu sein. Jeder YouTuber immer mindestens einmal, wenn man sowas macht, ja, ey, wirklich, es ist ein großes Privileg, hier zu sein und ein großes Privileg, mit dem Geld verdienen zu dürfen. Andrew fucking Tate! Andrew fucking Tate! Wir brauchen erst einen Wassertisch. Das, was Trimax sagt, wir brauchen einen Wassertisch. Arbeitest du hier oder was? Ich bin am Arbeiten. Ich hätte gerne ein Beachbar-Table. Ja, mache ich dir sofort fertig. Kann ich kurz Bist du rein? sicher, dass die hier hingehören? Ja, ich gehöre hierhin. Der spinnt komplett, Mann. Moderier schnell an, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zurück in die Villa, weil hier wir wollten Liegen nehmen. Ja. Und die kosten 2.500. Falsch, 2.500 Mindestquartier, 500 € Miete. Das sind insgesamt, rechne kurz nach, 3.000. Let's go, Junge, du bist ein King. Und deshalb gehen wir jetzt in den Pool. Das ist unnormal teuer, den Mykonos, Digga. 2.500 plus 500, wieso wiederhole ich es, Digga, hat's gerade gesagt. Aber Digga, 3.000 € für Liegen für 17 Personen. Und das ist nur so ein Ding am Strand, wo du dich hinlegen kannst. Und literally 200 Meter nebendran gibt es einen öffentlichen Strand, wo du for free einfach dich hinlegen kannst. Schwanz! Nee, okay, war zu viel. Runter, anheben, anstoßen, runter, hoch, anheben, anstoßen, runter, hoch, anheben, anstoßen, runter. Hey, jetzt mal Boah, der war aber clean, der Köpfer. ganz kurz für alle, die denken, In der Schweiz sagt man nicht Köpfer, sondern Spießle. wir würden hier nicht arbeiten. Boah, diese Schildkröte, Digga. Die stand so da, das ist eigentlich so ein Accessoire, aber wir haben die immer ins Wasser getan, weil es war einfach unser Homie und wir haben sie Schildkröte genannt. Schildkröte, wie geht's dir? Wir versuchen seit einer halben Stunde die Gewichte auf dieser Holz-Deko-Schildkröte zu Ja, platzieren. damit die mal untergeht. Damit der Kopf auch mal unter... Oh. Das ist jetzt wieder richtig schwer, das vom Grund zu holen. Guck mal, so ertrinkt sie wenigstens, weißt du? Ihr müsst euch vorstellen, alle denken die ganze Zeit, wir arbeiten hier richtig hart. Wir versuchen seit einer halben Stunde eine Holzschildkröte zu ertrinken. Max, bist du da? Ja. Hast du genug Luft geholt? Ja.
Moderieren wir bitte kurz ab. Vlog ist zu Ende. Der Vlog endet jetzt hier. Wir werden auch einen schönen Abend haben, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Geiler Vlog, sehr, sehr geil. Küsse gehen raus an Rewindside, a.k.a. Sebastian Meyer. Sehr, sehr gutes Video. Küsse. My heart